An als zwei nächsten Invitien sind selbstverständlich mat von der Party. Eigentlich sind sie Auto gewirrscht, für das als zackiges Kamerateam sich nicht langweilt. Die zwei Herren, von denen wir schwätzen, sind die Organisatoren von der Luxemburg Pride. Wir stellen euch zu vier, den Andy Maer und den Nicolas van Elzwe, die schon ein paar etliche Monate an dieser Pride schaffen, aber das ist auch noch nicht das erste Jahr. Vielleicht könnt ihr euch die am Anfang sagen, was Aufgaben sind am Organisationskomitee. Ja, also wir zwei sind zwei auch Member von Rosa Lützeburg, die Organisation, die den Luxemburg Pride hauptsächlich organisiert. Da haben wir zwei bisschen die Aufgabe, neben dem Laura Bocke auch und Tom Hacker, für die Luxemburg Pride zu organisieren. Das ist von unseren größten Projekten während dem ganzen Jahr. Und was zum Beispiel an mein persönliches Aufgabengebiet fällt, das ist allgemein das Grafisch, das ist ein bisschen die Struktur aufzubauen, wie eigentlich was wo lebt, wie Sachen auf welche Plätze muss sehen, und programmatorisch, genauso auch wie an Zusammenarbeit mit Nicolas eine Strategie, eine Werbestrategie ausschaffen, eine Tourismusstrategie, voilà. So yeah, I'm more involved with sponsoring and international contacts, but in the end, organizing a Pride is much more than just organizing a Pride. You have to be a little bit of a know-it-all and polyvalent person and get any job done that is being thrown at you. Ich weiß von dem, ich meine, du kennst den Tom Hacker, es gibt immer von dem geschwärzt, wie du gesagt hast, nicht viel. Wie ist das, Serafin? Ja, das ist schei. Das ist extrem schei. Ah, also, dann ist es das, ja. Und das ist mehr so den immer so am Hintergrund vorstellt, ich kenne ihn ganz gut. Lest ihr schon alle gute Grüße. Das lebt. Aber kann leider nicht dabei sein. Ich komme nach direkt dann zu der ersten Frage. Bei dem Wort Corona, vielleicht sind da mittlerweile Leute, die so nachher zusammenzucken, weil auch am März kein Dummer da gerechnet wird, wie das abkommen ist. Wie ist das? Hat da schon drüber gedacht am März, dass die Luxemburg Pride hat müssen aufgesucht gehen? Ja, eigentlich für ehrlich zu sehen, effektiv am März, da ist es schon ein Umgang, wo ihn sich löse angefangen hat, Gedanken zu machen. Du hast gerade gesehen, dass allgemein die Leute, die an den Skigebieten waren, dass da ein Infektionsherd war und dass das sich immer mehr im Norden verlagert hat von Europa. In Italien war es ja schon. Es war eigentlich klar, dass es eine von der Zeit war. Aber ich habe gehofft, dass das relativ sehr gelesen wäre, weil Pride war zu dem Zeitpunkt noch ein gutes Stück weg. Ja, wir hatten noch ein anderes Projekt für Rosa Lützeburg. Da war zum Beispiel den Ballroom, den wir sollten im März. Und da haben wir viel mehr angefangen zu bangen. Und irgendwann war es wirklich klar, wie die Grenzen angefordert wurden, dass nicht noch 100 Leute auf einem Platz sind. Da haben wir gedacht, okay, wir müssen den Ballroom canceln, aber wir sollen gleichzeitig anfangen, um einen Plan B zu schaffen, falls Pride im Juli nicht stattfinden kann. Und ein paar 2 Wochen mich spät, hast du dann noch den Order von der Regierung kommen, dass alle Manifestationen bis auf 31. Juli sollten annulliert gehen. Und seitdem schaffen wir eigentlich nonstop für ein Online-Pride zu bieten, das nicht ausfällt, das alles kann irgendwie in einer anderen Form aber beibehalten gehen. And you just mentioned it, the online Pride, which I think is a brilliant idea to get it going. But so how did the idea happen? Who had the idea, or when did you have that idea? And also, what were the challenges to create an online Pride? I think it was a little bit of a collective decision. In the end, we are working so hard to improve our whole Pride concept, and in a few years also we have a big project coming up for the European Capital of Culture. So in that light, for us, it was really not possible to cancel our whole Pride and lose all the progress we have been making. So instead, we all voted together to still host a Pride, because it is not just the festival, but it's also the message of Pride, and the visibility that a Pride gives. It's just uncomparable. And for you, Nicola, what were the biggest problems, or what were the
the things where you thought, oh, this could be tricky? What were the things you were the most scared of to do an online Pride? Because I think it's the first time you guys do something like this. So a few Prides already do partially things online, or especially for visitors from further away, they can like follow part of the Pride program on the internet. So there, I think for us, it was a little bit of the decision to make like, okay, what are we then gonna put on our program? Because we don't have experience with it, we don't have a camera team or people that can help us with it. So how do we get around that? What program do we construct? Who do we contact? Which artists do we keep? Because of course the budget will be much lower. We will have less income. So how do we tackle all of that and make sure that there will be still a Pride, hopefully after this year when Corona and everything subsides. Yeah. Of course. Wäre dann nicht viel mehr einfach gewesen, Luxemburg Pride einfach zu verrickeln, respektiv vielleicht sogar zu annullieren für das Jahr? Also das war für uns auf keinen Fall schwer. Aufsuchen, ob das nächste Jahr reportieren, das als gut nicht davor kam. Wir hatten ein ziemlich attraktives Programm. Und die wollte man nicht einfach so an Wasser fallen lassen oder ob das nächstes Jahr verschieben, weil verschiedene Elemente hätten wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr an der Form existiert. Und ja, es war ein Programm da, an die wollte man auch wirklich weisen. Die andere Alternative wäre gewesen, ob mich spät zu verrückt, sind auch andere Pride, die das tatsächlich auch gemacht haben. Allerdings war es auch ein bisschen die Situation zu gefährlich. Ich weiß nicht, was an 3 Monate noch hätte können sein. Zum Beispiel Cologne Pride als verlagert gehen, die sind auch immer nicht 100% sicher, ob sie es machen können. Und dann die andere Sache ist, wenn alle die Pride verlagert gehen an den Spätsommer, Anfang Herbst, dann hast du ganz viele so gekauft und dann hat kein Audience genug an du hast noch Konsequenz, du kriegst die Sache nicht bezahlt, die du auf Bühnen stellst. Und du siehst noch einfach nicht genug Datum für all die Evenemente zu kriegen. Das ist genau der. Dann noch hier am Lützeburger Land lebt natürlich den Manifestationskalender, darin ist verloren. Du hast Traditionsfeste, die haben alle guten Leute dann auch. Ne? Ja, genau. Du hast gerade an die das Programm zum Teil angeschnitten. Was hat euch dann, was hat das normalerweise erwartet, das Jahr, wenn wir kein Online-Preis, wenn wir einen Normalpreis gehabt hätten? Anschmengen, da wäre es flott, wenn du mir keine Antwort geben, ob Lützburg schlecht, und dann Herr oder Nicola auf Englisch, was für vielleicht verschiedene Aspekte davon. Also ich meine, das, worüber wir am meisten hilfreich sind, waren, war, dass wir mit dem Success vom letzten Jahr, wo wir Pride Streetfest und 2D hatten, also im Samstag an dem Sonntag, dass wir das Jahr wollten wiederholen. Und wir hatten die Möglichkeit gehabt, heute zuerst einen zweiten Platz können zu tun, und auf der zweiten Platz auch dementsprechend eine zweite Bühne zu freuen. Natürlich hat den voll Programm gehabt, volle Programm auf 2 Bühnen, auf 2 Plätzen und 2D. Das wäre super, weil da bräuchte den Serafin nicht mit zu streiten, dann hätte jeder seine Bühne, verstehst du? Das wäre super. Also da 2 Bühnen, und dann war auch eine Idee für, wenn da Equality machst. Genau, also wir haben festgestellt, dass die Quality Match all Jahr immer mehr groß ging. Das Jahr war fantastisch. Das war fantastisch. Aber wir hatten das Jahr Rückstau bis an die Straße. Also die Straße aus die Klang. Und weil die Leute auch alle Leute so motiviert sind, die dabei sind und sie wirklich auch füllen, das mehr lang haben, wie nehmen die halbe Stunde, 3/4 Stunde, wie lange doch dauert. Dafür haben wir dann noch geguckt, ob es möglich wäre, für einen größeren Circuit zu fahren. Und das wäre eigentlich als zweitgrößte Überraschung für das Jahr gewesen. Also wenn ich es richtig verstehe, wenn wir 21 aus dem ganzen Zirkus raus sind, aber wir können eine normale Pride machen, stehen die Chancen gut, für das der Paradeweg mir lang ist, an auf 2 Plätzen mit 2 Bühnen. Daran fängt man nicht an. Super, super, super. Nicolas, does it have an impact on tourism? What is the work of Rosa Luxemburg or you as one of the co-organizers of the Pride? So we have been we have found a little bit that we have reached a bit the audience here in Luxembourg, but for growing much more as an event, we want to make Luxembourg also a bit more visible on the LGBTIQ map here in Europe. So we are investing now a lot in also increasing our tourism strategy, so people have like packages and they can come here, and there are a lot of different things that they can experience. So we're being in contact with hotels, we're being in contact with shops, we're investing
by having partners from abroad, for example, OutTV, that will help us to broadcast the Pride this year in different countries. So bit by bit, we want to increase our reach and get people over to Luxembourg, because in the end, there is a lot to do here. And with that comes also that a bigger audience means also more opportunities to improve your own program. So it is also increasement of the quality of your own program. This is very important to us. We cannot offer every year exact the same program. Du warst schon seit ganz lang dabei, seit 2009 organisierst du schon Luxembourg Pride, Demos heute nach Gemat geheescht. Wie hast du das empfunden an den letzten gut geraschen 10 Jahren die Entwicklung zu der Luxembourg Pride? Ja, also ich finde nicht allein gemacht, wir waren immer ein Team. Und sind schon hoffentlich, ob das, was sich schon entwickelt wird. Ich meine, den Anfang, das war ein ganz wichtiger Anfang. So wie die Demo stattgefunden hat, war das auch schon für Lützeburg eine Revolution. Und das hat sich entwickelt. Und mittlerweile haben wir ein ganz Fach mit so vielen verschiedenen Evenementen von so vielen verschiedenen Organisatoren. Das sind nicht nur mir, Rosa Lützeburg, das sind auch andere Organisationen wie We Are, also Bear Dukes oder Fairy Tales oder Expats, die sich zusammen geschlossen für etwas zu organisieren. Und das macht mich schon froh, dass das so gewusst ist, dass das wirklich so viele Leute von verschiedenen Gesellschaften, von verschiedenen Kulturen und so weiter mit angeschlossen wird. Und was am flottsten für mich war, seitdem ich das mit organisieren, das das letzte Jahr für den allerersten Kehr Chamber an der Rehburgfuhr geliefert wird. Und wir hoffen, dass doch das Jahr so wird sein, dass wir die Tradition können fortfeiern. Aber wenn es lief, nicht nur in Chamber, wir wollen alles, das ganze Land an der Rehburgfuhr. So viel wie möglich, wenn der ein öffentliches Gebäude hat oder kein öffentlich, gehalten an die Rehburgfuhr an dieser Woche. Voilà. Andy, wie empfindest du oder dir als Organisateurin die Unterstützung zu Ash so gut von der Gemeinde wie von den Leuten, wie vom Geschäftsverband? Wie hast du die Atmosphäre, wie hast du die Entente? Also ich kann süß für mich schwätzen, ich bin wirklich erstaunt, wie viel Support man aber von aller Seite kriegen an, dass Leute auch proaktive Neuerungen drehen. Das ist nicht unbedingt der Fall, dass mir immer jeder muss froh dürfen oder können wir oder Lust. Mir das Leute auch nice Ruden treten, also der Hut können wir helfen, können wir partizipieren, also nicht Positives. Yeah, the whole history of the Luxembourg Pride moving here to Esch is like a dream story of having someone who is so welcoming and open to an organization in need, and yeah, it has been a success story ever since. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es National Pride ist. Ja, klar. Aber Esch ist aber auch die einzige Rainbow City hier am Land, ja. Biselo. Da bin ich froh, ein Lächt froh vielleicht nicht, wegen dem ILGA, das ILGA-Klassement, wo Lützeburg relativ gut aufschneidet das Jahr. Kennt ihr da ein paar Worte, die Leute so, die vielleicht nicht unbedingt wissen, was ILGA ist, aber was das Klassement ist? So ILGA Europe is a specific organization of ILGA worldwide. What does ILGA mean? International Lesbian and Gay Association. Okay. So they are investing a lot, especially on political level. That there are certainties and that LGBTIQ people have a system to fall back upon, and that there is someone also on political level who is striving for equality and more incorporation of our rights within laws. This classifying they do about countries in Europe, what is that? How did Luxembourg do? And do you know anything about how that came to be? Well, Luxembourg has invested a lot, I think, in the last 10 years. The score has really gone up in the last decade. So now we are at place number 3, well, 2, shared with Belgium. Oh, really? Yes. Okay. But 73%, of course, there is still 27% missing. So the work is not yet done. And personally, I have been working on the whole subject, and I know that
especially within the laws, there is still a lot to do for binary and intersex people. It's a relatively new topic. A lot of people still don't really know what it is. So the visibility has really to increase more, and politicians have also to become more aware about what it is, and that in the end, it doesn't change a lot. But by changing just a few words in the law, it can make such a big difference for a lot of people. Just off the top of your head, would you know which countries are first and second, even though we're going to focus on the fact that Luxembourg and Belgium are third shared? Well, no, second. Second Shared. The difference is in the 0 dot area. Okay, so who are just in front? Malta. Malta is on position 1, and Belgium obviously on position 2, and Luxembourg on position 3. There is a lot to learn, I think, about Malta, because I think no one expected it that Malta, such a small country, ends up on top. So they have really invested a lot, and I think Luxembourg, also as a relatively small country, can maybe learn a thing or two. Well, but it's brilliant that we have 2 small countries in the top 3. Yeah. So I don't want to call Belgium a small country. The many are watching, and I know you're coming from Belgium, so be careful. So, willst du ihnen nach etwas frohen oder ihnen Merci sagen? Ich will Ihnen unbedingt Merci so sagen. Ne? Also, Sie können ganz gerne noch nach Englisch kommen. Ne? Mich größte Merci, dass wir das so können organisieren, auf Bein setzen, für dass wir nicht only ein Luxemburg Pride das Jahr sind, und dass wir als ein Hofer trotzdem können ausweisen. Merci und den Andy Mar und den Nicolas van Elsue für die Arbeit und mit so weiter Jungen alles Merci auch. Thank you.